So, vor der heutigen Partie, da prickelt es wieder. Sebastian, die Heimmannschaft hat zuletzt knapp gewonnen, aber das muss ja gar nichts heißen. Nee, das muss gar nichts heißen, Tom, das ist richtig und ich denke, das haben die Gäste nicht vergessen. Sie haben ganz unglücklich verloren beim letzten Mal und wollen heute wieder gut machen und deswegen freuen wir uns so auf diese 90 Minuten. Ja, das ist einfach super. Dieses 2, jetzt hat er den Platz. Ja, und hinten darfst du keine Fehler machen. Lieber einfach mal weg mit dem Ball. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Sowas kann der Schiedsrichter natürlich nicht durchgehen lassen. Er gibt gelb. Boah, nach dieser dummen gelben Karte muss er sich für den Rest des Spiels aber zurückhalten. Achtung jetzt. Und der springt vom Pfosten ins Aus. Er findet den Freien. Ja, wenn der Gegner den Ball so leichtfertig verliert, dann nimmt ihn halt die andere Mannschaft. Und ein langer Ball, genau auf den Mann. Ganz klare Entscheidung. Es muss Freistoß geben nach dieser Aktion. Nicht schlecht. Sauberes Kopfballspiel. Gut gemacht. Ja, das ist ja eine ganz lockere Angelegenheit hier für den Abwehrspieler. Ja, da will er den Ball ein bisschen mehr als sein Gegenspieler. Und schon hat er sich da durchgesetzt. Und solch einen langen Ball spielst du nur, wenn du ein gutes Auge hast. Aber der Abwehrspieler war rechtzeitig zur Stelle. Ah, wunderbar gesehen. In der Hintermannschaft arbeiten sie als eine richtige Einheit. Ja, nicht nur viel Raum überbrückt, sondern auch noch den Mannschaftskameraden gefunden. Absolut spitze. Da macht ihm kein... Weit nach vorne geschlagen. Genau so stellen wir uns das vor. Solche Aktionen sind gut für das Selbstvertrauen. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Ach, da sieht man mal, was dieser Torhüter drauf hat. Ganz sicher nimmt er diesen Ball auf. Und weg mit dem Ball, denkt sich der Torwart.
Ja, das kann er. Schirmt den Ball hervorragend ab. Und genau in den Lauf. So, und jetzt läuft das Spiel wieder komplett in die andere Richtung. Und es war eine Glanzparade des Keepers. Ja, was macht denn der Stürmer mit dieser Chance? Aber Kompliment, der Torhüter hat toll aufgepasst. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Ja, und jetzt fragen Sie sich, wie knacken wir diese Nuss? Wie finden wir die Lücke in dieser Abwehr? Ja, den Ball holt er den Gegner förmlich vom Fuß. Das war ein guter Kopfball. Er sucht seine Chance. An die Latte, aber trotzdem noch Achtung. Oh, der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und entscheidet auf Freistoß. Was für eine Freude, was für ein Tor. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Was für ein Freistoß. Sowas kann man ja kaum lernen. So, Schiedsrichter pfeift die erste Hälfte ab, Spielstand 1:0. Ja, so ist das, meine Damen und Herren. Entscheidend ist im Fußball nicht die Zahl der Chancen, sondern die Zahl der Tore. Sie haben ihre Möglichkeiten hier konsequent genutzt und führen somit völlig zurecht, wenn Sie mich fragen. Freuen Sie sich mit uns auf die zweite Halbzeit. Es geht wieder los. Also das sieht mir nach einer Verletzung aus, aber es gibt nicht mal eine gelbe Karte für dieses Foul. Ja, wo hat der Schiedsrichter denn da hingeschaut? Das war doch offensichtlich ein ganz böses, rüdes Foul. Ja, keine Schwierigkeit für den Keeper. Ja, bloß weg damit. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch. Ja, sowas sehen wir hier nicht gerne. Klare Sache, Freistoß. So, jetzt hat er Platz. Ja, die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben, Freistoß. So, die Gefahr erstmal wieder vorbei, der Ball ist geklärt. Ein wunderschöner Pass. Schauen Sie mal, was der für ein Auge hat. Oh, super. So, jetzt muss er den Ball nach innen ziehen. Der Ball geht ins Tor aus, Ecke. Und hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. Es gibt Abstoß. Er hat den Ball weit abgestoßen. Daneben, das liegt wohl daran, dass der Platz vollkommen durchweicht ist. Tja, wenn sie es der Verteidigung so leicht machen. Den Ball hat er nicht berührt, den Gegenspieler dafür umso mehr, also Freistoß. Und Tor! Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Was hatte der schon für Chancen heute? Hut ab vor dem Spieler, hat nicht aufgegeben und jetzt hat er das Tor erzielt. Tja, als hätte er es geahnt. Also die Wiederholung müsste uns jetzt aufklären. Stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits?
Wunderbarer Pass. Ja, klasse Kontermöglichkeit jetzt. Gut gespielt. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Und den haben viele schon drin gesehen, aber der Torhüter war mit dem Reflex noch da. Gut gehalten vom Torhüter und das ist ja fast schon peinlich für den Spieler, der diese Chance vergibt. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Oh, das sieht nicht so gut aus. Er könnte sich verletzt haben. Und deswegen die Entscheidung hier gelb. Ja, für so eine rüde Attacke sind andere Spieler schon vom Platz geflogen. Und zum ersten Mal in diesem Spiel wechselt der Coach aus. Guter Pass, genau auf den freien Mann. Er sucht seine Chance. Oh, da hat der Torwart Glück gehabt. Da war der Pfosten im Spiel und von da springt der Ball ins Aus. So, jetzt heißt es, sich davon nicht ins Boxhorn jagen lassen, weiter nachzusetzen, auch wenn das eigentlich die Führung hätte sein müssen. Klasse zuspielen. Ist das gute Abwehrarbeit? Nein, daraus könnte sich was entwickeln. Könnte man eine Flanke gut vorstellen. Oh, das sieht ganz gefährlich aus. Jetzt kann er sich in aller Ruhe seine Anspielstation aussuchen. Oh, das war mutig, wie sich der... Und was für ein Tor! Wunderbar, einfach wunderbar, ein wunderschönes Tor. So, jetzt haben sie es in der Hand. Aber können sie die Führung auch bis zum Schlusspfiff über die Zeit schaukeln? Es ist gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen. Noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern. Der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. So, der Trainer bringt jetzt hier gleich 2 frische Spieler in die Partie. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Ja, Tom, den hat er richtig gut gehalten. Also wenn das Ding drin gewesen wäre, dann hätten sie ja keine Chance mehr gehabt. Tolle Aktion des Torhüters. Bloß weg mit dem. Das wird sich der Torwart gedacht haben. Boah, da hat sein Gegenspieler aber geschlafen. Wir sehen, dass sich eine Reihe von Spielern da andere Seiten aus die warm machen. Da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen wird. Klasse, wie er den freien Mann sieht. Super Pass. Einfach weg mit dem Ball. Oh, die Verteidigung unaufmerksam. Und sie stürmen nach vorne. Ja, Abwehr muss sich jetzt auf eine Flanke vorbereiten. So, da ist der Schlusspfiff und die Mannschaft geht als Sieger vom Platz. Sie können alle zufrieden sein. Spieler, Trainer und auch die Fans. So kannst du dich nicht präsentieren, nicht vor den Fans und auch nicht vor den Fernsehzuschauern. Ganz, ganz bittere Niederlage. So, das war doch eine spannende Partie. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und wir sagen Dankeschön und verabschieden uns bei Ihnen. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Tschüss.